Geht da was? So, einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Wifi habe die Ehre, grüß dich. Und ausgeschlafen. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen müde. Leck mich am Arsch, war dieser lange Abend gestern. Bist du bescheuert? Aber war cool. War cool auf alle Fälle. Alter, dein Kesselfleisch, das war ein Wahnsinn. Im Discord. Also heilige Scheiße. Das war ja richtig. Also da. Das Coole ist, ich krieg sowas Ähnliches heute noch. Ja. Wir haben ja noch bei meinen Schwiegerleuten, da ist halt auch eine fette Grillerei. Also ich krieg auch mein Fleisch schon kaufen, aber heilige Scheiße, das hat schon sehr zauberhaft ausgeschaut, du dein Fleisch da. Sehr gut. War auch lecker und es ist echt auseinandergefallen. Ja, genauso soll es ja sein. Genauso soll es sein. Nein, aber wirklich zauberhaft ausgeschaut. Also ich schätze mal, dass der Mike quer liegt jetzt praktisch. Aber ja, habt mir definitiv Appetit auf das gemacht, was ich später vielleicht noch zum Essen krieg. Nächster Versuch wird der Schweiners im Dutch. Im Dutch? Ah, okay. Ja, Bilder sind erwünscht dann. Hoffentlich. Der Mike schläft, ja. Ja, kein Wunder. Aber einmal ins Koma gefressen. Man kennt's. Man kennt's immer bei seinen Fleischsachen. Ja, ich werde mir halt selber auch wieder sagen, weil dann dort hin, oh Gott, warum habe ich jetzt die letzten 8 Stück Fleisch noch gegessen? Immer so. Jetzt habe ich halt überlegt, weil Frau Barz ist jetzt nur beim Pferd. Und dann hat man so gedacht, Gott, hey, kann man eigentlich spontan einen kleinen Stream machen, also so bis um eine 3-4 ungefähr. Ja. Ich war mir jetzt bis vor 10 Minuten nicht einmal sicher, was ich spiele. Aber hab mich dann jetzt halt für entspannt Pokémon entschieden, weil jetzt in die nächsten 1,5-2 Stunden passiert nicht wirklich viel Großartiges und dann kann ich das praktisch schon so ein bisschen vorspielen für nächste Woche, wo es dann wieder wegen dezenter wird. Wenn es ausgeht, nächstes Wochenende, weil das wirkt, glaube ich, mega in den Deckel knusprige Krusten und der Rest fällt auseinander, ist der Plan. Du hast immerhin schon mal einen Plan, ja? Also ich war da wahrscheinlich schon wieder schonungslos verloren, beziehungsweise wahrscheinlich auch schonungslos zu faul. Das ist, um den scheitert es meistens bei mir. Aber ja, da waren Bilder auf alle Fälle, da haben auf alle Fälle Bilder erwünscht, also so ist es jetzt nicht. Hat aber wirklich gut ausgeschaut, ich muss nichts sagen. So. Aber wie gesagt, ich möchte halt ein bisschen in der Nuzlocke weiterspielen, weil können wir noch ein paar Encounter sammeln jetzt tatsächlich, können wir nur ein paar Routen kennenlernen. Am Ende habe ich vielleicht noch einen Bosskampf gegen die Maike, weil die da im Original zumindest in der nächsten Stunde auf uns warten. Wie es jetzt im Hack ist, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und genau, ansonsten, ich wollte halt einfach was Entspanntes machen. Bei God of War haben wir gestern mittenst in der Action stehen bleiben. Und ich sage jetzt einmal, God of War ist so mehr das Spiel, das wo die Leute mehr anspricht, sage ich jetzt einmal. Da wollte ich jetzt nicht außertürlich God of War spielen, wo dann die Hälfte vielleicht gar nicht da ist, so auf die Art. Wer habe ich die größte? Ist ein Versuch, ich weiß nicht, ob sie hat, ob der Dutch Oven ist nochmal anders geil. Ja, irgendwann muss man ja mal probieren, damit man halt feststellt, wie man das am besten machen kann. So. Man kann nur lernen draus. Aber gut. Hast du seine Deckel drauf, Briketts drunter und drauf und 3 Stunden was anderes tun, dann essen wird. Ja, im besten Fall in die 3 Stunden irgendeinen Streamer erwischen. Der, wo der Zeit sauber vertreiben kann. Wer, wie soll's fit bei dir? Schön, dass du einer schaust. Schönen Sonntag. Nein, wir halten wir's halt klassisch. Gut, wenn der Schwiegerpapa grillt, dann meine ich, da kann das ganze Dorf kommen. Also verhungern tust du nicht. Und ja.
wie gesagt, mehr Fleisch ist halt einfach mehr gut, da kannst du nichts sagen. Was heute? Sehr gut. Ja, der alte Marschall war in der Früh, dann war der Dampfi. Gut, jetzt habt ihr eh schon gegessen. Ich bin jetzt quasi out of order. Quasi bestellt, aber brauchen wir nicht mehr. Aber gut, so soll es ja sein. So soll es ja sein. So, ich darf jetzt vorschlagen, ich schaue jetzt einfach mal ins Spiel. Und dann fangen wir mal ganz gemütlich Spiel an. So, mein sauberer Monk ist so gerade durchgegangen. So, schauen wir mal. So. Du hast extra einen kleinen Topf gekauft. Ja, wie gesagt, wenn man so in die Richtung geht, dann warum denn auch nicht? Dann sollte die Ausrüstung auch entsprechend passen. Also von daher, völlig legit. So. Also, wir haben letztes Mal, waren Staune, 6 Orden, den 6. Orden geholt. Ich habe mich offstream ein bisschen in die vergangenen Städte ein wenig umgeschaut, ein paar so Sachen noch, ein paar so Routen ein wenig abgeklappert, ob wir irgendwelche Items übersehen haben. Da haben tatsächlich das eine oder andere war dabei, vor allem Megasteine. Ich meine, die werden jetzt für uns nicht so wirklich interessant sein, weil wir halt die Encounter nicht haben. Aber ein bisschen was habe ich gefunden. Jetzt nichts Herausragendes da, das Münzamulett zum Beispiel hat es noch gegeben. Und ja, sonst, wie gesagt, überwiegend Megasteine gefunden, aber sonst nichts Dramatisches, sag ich jetzt einmal, ja. Genau. Angel habe ich die Ehre, grüß dich. Freilich alles flauschig, bin wieder im Lande. Letzte Woche war ich im Urlaub. Oh, Mr. Werb, wo Hansen gewesen? Willkommen zurück in Bayern. Genau. Für alle, die letztes Mal nicht dabei waren, wir haben letztes Mal leider 2 Verluste in Kauf nehmen müssen. Einer davon war sehr, sehr schwer. Uns hat leider unser Garados verlassen. Unser Carry, der uns von Anfang an, fast von Anfang an hübsch begleitet hat, der hat letztes Mal leider einen bitteren Tod sterben müssen. Das tut mir jetzt noch weh. Aber the show must go on. Für das haben wir verdammt gut dabei. 6 Orden und nur 5 Verluste. Nur. Was wir jetzt da über haben, ist die Bande da. Da kann man schon ein bisschen was anfangen damit. Also so ist es jetzt nicht. Ja. Wir werden jetzt heute noch ein paar Encounter mehr dazu kriegen. Ja, also das wird heute ein mehr entspannter Stream. Am Ende des Streams eventuell kriminell. Haben wir noch einen Bosskampf. Spotty, habe die Ehre, grüß dich. Angel, bei dir alles fit. Spotty, bei dir hoffentlich auch alles fit. In Barcelona, oh, das ist eine schöne Stadt. Ich war zwar noch nicht dort, meine Freundin war vor 3 Jahren, glaube ich. Ist die dort gewesen mit ihren Mädels. Eine schöne Stadt. Wir haben dort jetzt auch ein zauberhaftes wieder. So, ich grind jetzt einfach einmal alles auf. Level Cap für den kommenden Arenaleiter, der wo noch ein bisschen weg ist. Ist dann tatsächlich Level 62. Ich darf jetzt einfach mal krass vorschlagen, dass wir mal alles so auf 54 machen. Die VM Fliegen habe ich jetzt mein Panzer Ehrung gelernt. Das heißt, wir kommen jetzt von Stadt zu Stadt, wo wir schon mal gewinnen haben. Fliegen, jetzt sparen wir uns einen Haufen Zeit. Das ist eine zauberhafte Geschichte. Bryce, aber her, ich habe Pokémon gespielt, da bin ich dabei. Ja, ich habe mich jetzt spontan für Pokémon entschieden, weil das heute ein bisschen eine spontane Geschichte wird tatsächlich. Also hoffe ich mal zumindest. Was ist fit bei dir, Bryce? Ja, Sturzflug brauchen wir nicht. Ist zwar eine coole Attacke, aber unrelevant für uns. Letztes Mal haben wir leider die Megaform von Sumpex nicht mehr begutachten können. Das werde ich Ihnen aber heute mal vorstellen. Wenn Sie es. Warum lernt das Viech auf Level 53 Kreideschrei, frage ich mich. Ja, ich habe heute Schnitzel gemacht und vielleicht zum Mittag schon... Ja, für das ist der Sonntag ja gedacht, Mr. Price. Bei uns, also bei mir, alles zauberhaft. Zemkros haben da Fleischkoma. Ansonsten ist alles fluffig flauschig.
Ich habe halt auch noch eine Grillerei, abgesehen davon. So, warum lernt Lapras Drachentanz? Ist zwar eine coole Attacke, aber bringt Lapras leider gar nichts. Mr. Verb, du hast uns letztes Mal, falls du nicht da warst oder falls du es nicht nachgeschaut hast, uns in der Arena gut gecarried. Ja? Also Props gehen raus an dich. Steinkante, okay. Ja, du immer weg für Steinhagel, weil warum nicht? Ja, das ist irrelevant. Powerpunch brauchen wir nicht. Gut. Haben wir mal es aufgelevelt. Das Speichern brauchen wir jetzt noch nicht. Gib jetzt meinem Gewalt noch eine kurze Zitrusbeere, damit das eigene Trage-Item hat. Ah, Meistergriff wahrscheinlich auch nicht schlecht. Gut, dann schauen wir uns einmal in die kommenden Routen ein bisschen um. Das heißt, der Mr. Price ist halt nicht mehr mit dem Bike unterwegs. Tippier's einfach mal. Kattel habe ich dir, grüß dich. Steht aus deiner Chance, da ist fit bei dir. So, Route 120, da ist uns ja letztes Mal gekonnt eine Altare durch die Lappen gegangen, weil ich gefettfingert hab. Gebiked. Halt bist quasi nicht mit dem Bike unterwegs. Ja, mir ist aber jetzt im Nachhinein noch eingefallen, wie ich jetzt offstream mich so ein bisschen umgeschaut habe, dass uns ein Encounter, dass wir den noch nicht geholt haben, den wir holen hätten können, den holen wir jetzt noch, und zwar in der Sonnengrotte. Da können wir uns noch einen Encounter holen. Der hätte es aber vermutlich auch nicht rausgegessen. Um Gottes Willen. Ja, mach's am wirklichen gleich. Stimmt, mein Ding hat er noch einen Beulenhelm. Tauschen wir mal aus. Nochmal ein Item. Ein Nestball. Apropos Bälle, habe ich da eigentlich noch genügend, ist die Frage. Ich glaube aber schon fast. Ja, 24, das ist eine zauberhafte Sache. So, den Encounter in der Sonnengrotte haben wir letztes Mal übersehen. Oh, da findet man Sonnentag, okay. Jetzt müssen wir schauen, was gibt's da eigentlich alles? Okay, Horn-Encounter war ein Golbat. Okay, das finde ich jetzt nicht so unfassbar gut. Okay, im Groß, wenn man, also was heißt im Groß, wenn man umeinander geht, kann man ein Golbat, ein Rihorn, ein Stalos, ein Stolrak, Stalobor. Da gab es einige gute Encounter. Ich liebäugel gerade so ein bisschen mit Stalos oder Stolrak. Ich glaube, Stolrak war eine Sache. Da als Stahltyp, falls uns Panzer Aero nochmal flöten geht, einen Stahltypen haben, ist nie verkehrt. Ich glaube, dass wir unser Stolrak können. Sonnentag ist Instant Solarstrahl. Richtig. Mr. Price, Sie haben aufgepasst. Gut, dann ich darf Forschung mehr holen an uns auf alle Fälle ein Stolrak. Vor allem, Moment mal, ich glaube, ich habe sogar einen Megastein für Stolos. Ich hätte auch einen für Oha, ich hätte einen für Stalos und für Stolos. Ja, also entweder Stalos oder Stolos. Ich darf fast sagen Stolos. Mozart habe ich die. Groß wo? Ja, in der Höhle schwierig. Muss ich mal anschauen, aber wenn's euch einen Arsch gerettet habt, sage ich, gern geschehen. Merci dir, Mr. Das ist ein Golbat, das interessiert mich im fetten Scheiß. Vor allem über dem Wasser.
Das war auch keins. Aber müssen wir jetzt einmal warten, bis uns da ein Stollrack vor die Linsen läuft. Das ist irgendwie das komische Dingsviech. Schauen wir mal uns nach unten. Ist auch ziemlich verzweigt, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, dass da drin aber keine Trainer gibt. Ah, da brauchen wir Stärke, da schau her. Okay. Hey, lol. Ah, da hinten geht's oben, okay. Okay, wie kommt man dann da hinten hin? Jetzt muss ich da irgendwie overdroppen lassen. Ist nicht meistens in groß in Höhlen oder habe ich da was falsch verstanden? Nein, bei Pokémon sind die Höhlen im seltensten Falle groß. Groß ist eigentlich im Pokémon immer draußen, außerhalb von den Höhlen. Was ist denn da drin eigentlich Phase? Wahrscheinlich nichts. Muss ich noch mal schauen. Da muss ich jetzt noch mal schauen. Das ist seltsam. Alter, war das ein ja, das war ein Milzer, tatsächlich. Hey. Ah, ja, so kommt man da her. Schieben wir mal den Stor rein. Dreh mal das Licht auf, da ist so duster. Ja, ich hab Blitz nicht dabei. Da geht's noch weiter, aber da schau her. Ah, da glaube ich, hat's irgendein legendäres herumgegeben. Was war denn das? Gut, das können wir jetzt erwarten. Da hast du ein Licht, genau, da ist es hell. Ah, ich glaube da drin. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, da hat man Regigigas fangen können. Hafnir, okay, ein Drachen-Pokémon. Brauchen wir aber in dem Fall nicht. Aber da oben auf dem Radar, also was heißt da oben? Da unten besser gesagt, unter meiner Legend. Ja, da seht ihr die schwarzen Silhouetten, da ist ein Stalos, ein Golbat und ein Stollrack. Und das Stollrack wollen wir haben. Also im Idealfall. Und dann am besten nicht wieder flüchten, so wie beim letzten Mal, ja? Das war zauberhaft. Das Coole ist, in der Gen, also in der 6. Generation, da hast du eben durch den Dex-Nav, also das, was jetzt da im Endeffekt stattfindet, kannst du in Nuzlocke tatsächlich ein bisschen aussuchen, was du fängst. Ja? Bei den anderen Spielen von früher, da musst du halt einfach ins Groß rennen und irgendwie hoffen, was du halt kriegst. Pokémon können flüchten. Die wenigsten, aber du selber kannst schon auch flüchten. Es gibt Pokémon, also Wander-Pokémon haben das, sind meistens legendäre, die laufen in der Overworld umeinander. Und wenn du die encounterst, dann laufen die nach einer Runde sofort weg. Das gibt's tatsächlich, ja. Und aber wie gesagt, überwiegend legendäre Pokémon, die das machen. Also so normale haben's in der Regel nicht wirklich viel. Es gibt zum Beispiel so Pokémon wie Abra, die wo halt dann Instant Teleport einsetzen, aber auch nur aus dem Grund, weil sie nichts anderes nicht beherrschen. Aber so in der Regel laufen sie nicht weg. Ich sag schon, Stollrack ist ein seltener Encounter da drinnen. Beziehungsweise kommt das da überhaupt vor? Wollen wir schnell schauen. Ja, okay. Nicht, dass jetzt ich da 3 Stunden nach dem Viech suche und das gibt's da eigentlich gar nicht. Das U-Hafnir ist ganz schön, hartnäckig. Es möchte unbedingt gefangen werden, aber U-Hafnir ist einfach Müll. Wenn es davon rennt, zählt es dann auch als Pokémon für die Strecke? Ja. Wenn das Pokémon abhaut, hab ich gehabt. Ach komm, verpiss dich halt, die braucht kein Mensch nicht. Gibt's wirklich nur U-Hafnirs da drin, oder was?
Das war etwas anderes. Wait a minute, ist das Ramot? Tatsächlich, das ist ein Ramot. Ha! Ramot war auch brutal. Ramot war echt brutal. Ah, das ist ein Goldwart, das brauchen wir nicht. Oh, jetzt bin ich echt am Überlegen. Stolrak oder Ramot? Ich nehme das nächste, was kommt. Also entweder Ramot oder Stolrak. Eins von beiden. Ramot ist schon ziemlich stark. Wenn ich ehrlich bin. Das ist weder noch. Wollen wir uns ja nicht zu lange in der Burg da aufhalten. Vielleicht mal in einen anderen Strick schauen. Okay, Uhafnir ist da definitiv der most common encounter. Definitiv. Das ist ja brutal, wie oft das kommt. Ich brauche ein Uhafnir. Das war Stalobor, das ist auch ziemlich geil. Brauchen wir aber tatsächlich nicht. Gut, dass ich hier Pokémon an die Rufe schon erkenne. Na, geh weiter. Zückt sich ganz schön jetzt. Geh jetzt einfach. Ah, das war Streboli, das haben wir schon. Das ist das komische Eisenbahn, also das Eisenträger-Ding, was ich schon habe. Also ich habe schon die Weiterentwicklung davon. Das wäre ein Dupe. Das Ding geht mir momentan, das geht mir schon langsam auf den Sack, das Viech. Das mag unbedingt gefangen werden. Das Drecksviech mag unbedingt von mir gefangen werden, aber das ist halt einfach ein Mülleimer. Da kann er mal ins Knie auch schießen. Geh jetzt einfach mal da nach oben vielleicht. Ja, da kann man immer eine Stolunia kriegen. Signal, okay. Ah. Und da kommt ständig Vorentwicklung von dem Ding. Wahnsinn. Okay, dann bleibt es jetzt klar. Okay, das war Milzer. Ist schon Zeit für Bier? 10 nach 2, glaube ich, so gute Zeit, ja, Mozart. Glaube ich schon. Ich darf schon fast sagen. Aber nur für eins. Vielleicht auch für 2. Ja, okay, es bleibt sich fucking egal, wo ich suche. Da kommt. Bin mir jetzt nicht sicher, was das für ein Ding wenn ist. Ja, okay, es bleibt sie wurscht, wo ich suche. Da kommt, unten kommt Weiterentwicklung und oben kommt Vorentwicklung. Bis 2. Ja, gut, dann kannst du mal jede Stunde eins eindrucken. Dann hast du dann am Ende 8 halbe. Das passt ja. Kreuz, ich mag doch gerade meinen Encounter und mir seid das so schwer. Scheinbar ja. Ich muss einen Kühlschrank ins Wohnzimmer stellen. Wie, du hast keinen Kühlschrank im Wohnzimmer? Ich verstehe die Frage nicht.
Ich mag jetzt nicht 2 Stunden damit verbringen, da einen Encounter zum Fangen zu fix. Alter, das Viech. Noch extra Fleiß. Wenn ich meinen Encounter hab, dann zlege ich das Ding. Das garantiere ich. Schwöre bei Gott. Da stelle ich dann mega Entwicklung vor. Um Sumpex. Ja, Stahlobor, okay. Nice, aber nicht das, was ich suche. Ich kann dir den Vorteil bis heute noch nicht. Was für ein Vorteil? Was für ein Vorteil? Achso, 0,66er Bier. Verstehe ich sowieso nicht. Am Kühlschrank im Wohnzimmer. Ich habe einen Kühlschrank im Wohnzimmer, aber das liegt daran, dass Küche und Wohnzimmer ein Raum ist. Also noch. Oh, wenn ich das gewusst hätte. Ja, und sonst so, was halt denken ich habe, ist er so. So Tipp eigentlich. Ja gut, den kann den kann ich. Was war jetzt das? Das kann man jetzt zweideutig verstehen. Ich kann es nicht deuten, was das für. Ich kann es nicht deuten, was das für Viech gewesen ist. Ja, Herrgottseele. Oh, endlich! Stollrack! So. Fuck, und jetzt habe ich mein Pokémon nicht dabei, was paralysiert, oder? Doch, habe ich sogar. Nice. Idealerweise würde ich jetzt, wie gesagt, nicht flüchten. Freunde der Sonne, überlegen wir uns schon mal einen Spitznamen für das Ding, ja? So, dann nehmen wir wieder Raptor her. Wie viel fehlen dir denn noch? Meinst du jetzt Encounter oder Pokémon allgemein? Spike kann der heißen. Mhm. Ja, ist eine Frau. Hm? Kühlschrank im Wohnzimmer war vielleicht eine Investition fürs nächste Jahr. Beste. Hast von der Couch auch nicht so weit. Wie in einem Land vor unserer Zeit. Stimmt, uns ein Spike geben. Wenn man bedenkt, das Ding entwickelt sich noch, ja? Jetzt wird einfach mal auf Verdacht am Wollen. Stolinia. Ah, schön, tut's einem schon. So, und jetzt hau ich das UHF nicht zum Teufel, ich schwör's euch bei Gott. Ich werde euch jetzt einmal demonstrieren, warum mein Sumpex Broly heißt, okay? So, also was nehmen wir jetzt? Es ist ein Eisenpanzer-Pokémon, ja? Ich möchte es gerade mal sagen. Stollrack temperiert seinen Körper, indem es ausgesprochen nahe auf das Quellwasser trinkt, bis es völlig aufgebläht ist. Ja, das kenne ich vom Bier. Dieses Pokémon baut sein Nest in der Nähe von Quellen, aus denen köstliches Wasser sprudelt. Her mit dem Spitznamen. Tiger. Einfach runterschreiben. So ein Mini-Bau. Tiger. Okay, wie kommst du jetzt auf Tiger? Achso, wegen einem Panzer. Mr. Motzak?
Das hat was. Mr. Mod sagt, die Idee gefällt mir. Eisen und Stahl. So, wo ist der scheiß U-Hafen hier? Ich schieß in die nächste Zeitzone, ich garantiere das. So, U-Hafen, du komm nur mal. Da gehst her. Aber jetzt bitte schnell gelaufen. YBO habe ich die grüß dich. Ja, und jetzt ist die Feige. Extra ins Fleiß. Extra ins Fleiß. Ja, okay, kommst noch mit davon, ausnahmsweise. Gut. Ersten Encounter haben wir. Hat ja lang nur dauert, der Wumms. Gut, dass wir Flugzeug haben. Gut. Dann gehen wir südwärts. So südlich gehen wir jetzt, ne? Jetzt wollen wir nur mal schauen, ob es da auch das eine oder andere Item zu mir gerade bekommt. Da nicht blitzen lassen, da ist nämlich ein Trainer dahinter. Da kann man nämlich Außennummer A gehen. Da kann man Geheimbasis bauen, okay. Ja, wir müssen uns ein wenig umschauen. Da ist wieder so ein Kekleon. Brauchen wir nicht. Oh, da ist ein Item. Nugget, nice, das gibt Geld. Das gibt dem Geld. Okay. Ja, da war das Altaria wieder, das hat jetzt gerade einmal Hallo gesagt, so von wegen, hey du Volldepp, du warst dumm zum Fangen. So, schauen wir mal, da hinten gibt es im Original ein Item. Bin mir fast sicher, dass da auch irgendwo was umeinander liegt. Oder auch nicht. Ja gut. Oh nicht, okay. War der Weg umsonst. Ich wollte ja nur mal schauen. Ja? Ah, da ist ein Item. Nice. Ein Kugelblitz. Was ist denn das? Ich weiß, dass das ein Trage-Item für Pikachu ist, aber was genau das Ding bewirkt, weiß ich nicht. Ein Item, das von Pikachu getragen werden kann, es erhöht den Angriffswert und den Spezialangriffswert. Nice. Gut, wir haben mal kein Pikachu. Also eine Aromatunte. Oh, da gibt es Bären, den nehmen wir natürlich mit. Immer noch Route 120, das heißt, da kriegen wir immer noch keinen neuen Encounter. Jetzt sieht man aber jetzt dann, die Route macht nur eine Unterabzweigung, da geht es dann weiter nach rechts. Da haben wir dann wieder einen neuen. Das müsste dann Route 121 sein. Ja, okay, dann schauen wir uns jetzt da oben um. Ein paar Kämpfe können wir ja machen, ja, so ist es ja nicht. Ich stelle Ihnen jetzt einfach mal Mega Sumpex vor. Ist das ein Deal? Und Dämon, perfektes Opfer dafür. So. Für all diejenigen, die schon immer mal wissen wollten, hä, warum heißt dein Sumpex Broly? Achtung,
Genau aus diesem Grund. Der ist sehr muskulös. Schaut da mega geil aus, finde ich. Sumpex auf Steroide. Oh, da gehe ich lieber aus, ja, wenn das nur unscheinbarer Schwammerl ist, aber das Ding kann ganz gefährlich werden. Nice, ja, der hat der war ein paar Stunden im Fitnessstudio. Vor allem das Ding ist, ich habe ja noch einen zweiten Starter, also Gewaldro. Da gibt es auch einen Megastein, aber da muss ich, den kriege ich erst nach dem 7. Orden. Also zumindest im Original. Beziehungsweise kurz vorm 8. Orden, besser gesagt. Mega Gewaldro sehen wir aber vielleicht halt sogar noch. So, da ist wieder so ein Regifelsen. Da ist auch ein legendäres Pokémon drin versteckt. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Für alle, die sich natürlich fragen, ja, Dazi, was bringt eigentlich eine Mega-Entwicklung? Ist das nur optisch oder hat das auch noch einen anderen Grund? Ja, also nicht nur, dass sich die Optik von einem Pokémon massiv ändert, sondern die Werte erhöhen sich ja dementsprechend. Also die Werte von Sumpex zum Beispiel, die steigen horrend in die Höhe, vor allem der Angriffswert. Der geht quasi durch die Decke. Kann ich ja da noch mal einen Vergleich sagen. So. Okay, das ist so ein Elektriker. Wieder von hinten. Na gut. Kriegen wir auch noch hin. Galoppa, okay. Das ist eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt, um irgendwas zu sagen. Ob es bockt, dass ich bis zum Ende der Woche als Master of Puppets Mainriff in Original-Speed spielen kann. Keine Ahnung. Also wenn ihr ihn jetzt einmal anschaut, also ich wünsche dir natürlich Mozzo. Das sind die aktuellen Werte, okay? 172 Angriff. Nehmen wir einfach mal nur einen Angriffswert, okay? Der hat jetzt von 172 gegeben. So. Wenn ihr das Ding jetzt mega entwickelt. Ja, natürlich kriege ich jetzt eine Verbrennung. Ja, jetzt wahrscheinlich der Angriff nicht mehr so hoch, weil er um 35% geschwächt wird. Reicht aber trotzdem umzubringen. Nice. Napoleon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Werte durch Verbrennung gesenkt werden oder nicht. Nein, werden nicht gesenkt. Mit der Mega-Entwicklung, also vorher haben wir einen Angriffswert von 172 gehabt, jetzt haben wir einen Angriffswert von 220. Also das ist schon nicht ohne. Die Frage ist jetzt, oh, das kann straucheln können, da muss ich ein wenig aufpassen. Schwierig. Der Mr. Verb ist da, glaube ich, eine gute Entscheidung. Whirlpool, okay, ja, das ist jetzt nicht so dramatisch.
Warum macht das Ding Whirlpool? Das tut man gar nichts. Gut, dann kann ich Eisstrahl eigentlich auch machen. Der Verb regelt, ja, definitiv. Empoleon ist auch so ein cooles Pokémon. Hat auch eine ziemlich starke Typenkombination mit Wasserstahl. Nice. Okay. Luxtra, okay, ist Elektro-Pokémon. Das heißt, da kommt jetzt safe irgendein Elektroangriff. Das heißt, das ist ein safer Switch in Broly, der zwar verbrennt ist, aber macht nichts. Oh, Angeberei, okay. Du musst erst anfangen, jetzt habe ich gemeint, ich habe die Abstimmung versammelt. Nein. Also wenn es überhaupt eine Abstimmung gibt, dann wird das halt zum Ende des Streams oder relativ am Ende, weil wie gesagt, wir werden jetzt erst einmal noch sehr, sehr fleißig, das ist definitiv ein Pflanzenattack. Wir werden jetzt noch sehr, sehr fleißig unsere Encounter zusammensammeln, werden uns noch ein bisschen umschauen und eventuell haben wir dann am Ende noch einen Bosskampf gegen unsere Rivalin. Slam, kannst du keine Pflanzenattack? Du als Krautsalat musst du hier eine Pflanzenattack gehen, oder? Spaßkanone. Ah ja. Das Ding hat ernsthaft keine Pflanzenattack? Okay. Ja, Pfeif wie du nicht oben. Mir regelt man das schon so, dass passt. So, der erst einmal heilen. So, jetzt holen wir uns auf alle Fälle den nächsten Encounter. Also hoffentlich. Route 121. Da steht uns wieder ein Encounter zu. Wir aber jetzt erst einmal schauen, was es da gibt. Da. Route 121. Da kriegen wir als Horn-Encounter ein Traumato. Gut, okay. Eher nicht so. Im normaler Groß ein Mauzi, ein Ponita, ein Dodu, ein Traumato, ein Vati, ein Magnian, ein Choupé. Digaspi weiß ich nicht, was das ist. Blitzel weiß ich nicht, was das ist. Und Herdir weiß ich auch nicht, was das ist. So, und im Hauergross gibt es eigentlich nur Weiterentwicklungen davon. Vati war eigentlich ziemlich geil. Wir brauchen ja eher mal Elektro-Pokémon, ein vernünftiges. Warte mal, ist der Schutz eigentlich noch aktiv? Ich glaube schon, oder? Ja, ist noch aktiv. Schauen wir mal. Vati war eigentlich ziemlich geil. Ah, da ist ja schon eins. Nice, das ist schnell gegangen. Ein Schäfchen. Könnt ihr schauen, mit Spitznamen überlegen. Oder gibt es vielleicht jemanden, der Vati bzw. dann später am Pharos zusammen her? Vielleicht ist ja da der eine oder andere dabei. Aha.
Komm, müsst du wählen, okay? Olli! Olli. Ah, Verwirrung und Paralyse, ja, hurra. Du machst mir Freude. Haben wir gleich. Kannst du ein wenig ziehen, das Ding zum Fangen. Gut, dass das Ding einen Schaden macht auf mich. Man mag sie ja auch nicht killen. Ne? So war es jetzt nicht. Vor allem ein Elektro-Accounter, der kann uns schon wirklich einmal helfen. Auch. So ist es jetzt nicht. Gut, wenn das natürlich mein Spezialangriff jetzt so weit nach unten wird, dann kann ich dann später auch mal mit Ding angreifen. Schallwelle. Ich will jetzt einfach mal auf Verdacht am Ballen, weil das, glaube ich, zieht es sonst ewig. War eigentlich eine gute Idee, weil dann kann ich darauf hoffen, dass das Wartlieb mein Spezialangriff weiter sind, dann kann ich mit Schallwelle angreifen. Ja, das ist ein Kass. Okay, easy. Was? Man muss wirklich Dolly nennen. Ja, gut. Gut. Encounter haben wir. Ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass die da uns nicht freiwillig an die Bären lust, aber das hilft jetzt nicht. Dolly passt ihm schon immer auch. Wolli. Ja, jetzt hilft's nicht mehr. Ach, du bist gar ein Trainer. So, an Safari-Zonen kann... Ah. Freunde, Team Magma. In Ordnung, wir haben den Befehl, uns zum Pyroberg zu begeben. Wir müssen zusehen, dass wir uns den Edelstein sichern, bevor er in den Besitz von Team Aqua gelangt. Pyroberg ist quasi der nächste Schauplatz. Wir werden heute noch zum Pyroberg gehen, aber allerdings werden wir mir halt Team Magma nicht mehr begegnen. So. Ja, aber da mal gesehen auf ihre da, ja, wir holen uns, wir gehen als nächstes in Safari-Zone und holen uns da einen Encounter. Das meine ich, ist einmal eine zauberhafte Geschichte. Wildbierbeere. da werden die Werte von den Pokémon verdoppelt, habe ich gehört. Oh, da werden wir mal einen richtigen Riecher jetzt, oder? Gleich mal zuerst einmal das Leder King raus haben.
Das kann Knuddler, das Ding. Ja. Einfach mal ein sauberes Morgenschuberl und dahin geht's. Selbe gleich noch einmal, damit ja auch nichts passiert. Ja, Xena ist einfach zauberhaft. Haben wir zwar nicht oft dabei, aber wenn, dann regelt das Ding schon. Bin jetzt aber tatsächlich am Überlegen, ob wir zuerst noch einen Stoß umgehen. Weil für Horn-Encounter war, glaube ich, Landtouren an und für sich eine ganz coole Idee. Ja, gehen wir zuerst in den Stadt. Gehen wir zuerst in die nächste Stadt, dann haben wir da schon mal. Dann können wir da zumindest schon mal hinfliegen. Ist auch schon mal etwas. Beziehungsweise vielleicht, wenn ich da einige kann man vielleicht sogar in die Safari-Zone fliegen. Das da kann man mal schauen. Gut. Vielleicht einmal heilen vorher. Gut. Mrs. Wren, grüß Gott. Ja, uns geht's zauberhaft. Ich hoffe, bei dir ist auch alles fit. Sehr schön, die kann schon fließend Deutsch, da schaut's mir her. Doch zauberhaft, oder? Ja, du haben da zu drei miteinander in die Richtung, das ist zauberhaft. Ein Carbon, okay, das können wir verkaufen. Für teuer Geld. Okay. Fuck, ich hab keinen Zerschneider dabei. Ja, blöd. Okay, das ist kein optionaler Trainer nicht, den müssen wir quasi machen. Hilft ja nicht. Rambolöcker. Aus sicheren Quellen weiß ich, dass das Ding ein Feen-Pokémon ist. Oh. Aber dass das Bedrohung habe ich jetzt nicht bedacht. Gut, ist wurscht. Und Stahl ist auf Fee sehr effektiv, Freunde der Sonne. Macht uns nicht allzu viel. Ich sage, einen Stahltypen dabei haben ist einfach eine zauberhafte Sache, weil der so viel abfangen kann. Und das trotz Bedrohung, wohlgemerkt, ja. Glaciola. Dieser Eis-Pokémon sollte uns eigentlich auch nicht wirklich schaden können, also von daher easy going. Spiegelcap, ja, das hättest du dir jetzt so gedacht, ne? Easy. Mal eine Ausnehmfigur, was gibt's denn, Jens? Saugon. Gut, macht auch nichts. Oh gut, das kann Elektroattacken können, aber selbst wenn, ist kein Stat-Move mehr am 8 Level her, easy. Und der da hat echt ein jedes Pokémon mit Zitrobeere. Ah, you kidding me. Ich kann da jetzt nicht ganz folgen, Motzo. Du hast da einen Salat eingearbeitet, also, das ist auch nicht unbedingt die falsche Idee, ja?
Welches Pokémon? Mein Panzerum. Die komische gelbe Kugel. Gut, wir haben einen nächsten Stoß. Seegras-Ulb City, Freunde der Sonne. Da wird man später eventuell, kriminell, wie spät ist jetzt? Schauen wir mal, ob wir noch dazukommen, wird man eventuell noch einen Rivalenkampf haben. Ich darf halt jetzt nur nicht weiter nach rechts gehen, weil dann kommt der Rivalenkampf und den möchte ich jetzt noch nicht machen. Wir sammeln uns jetzt erstmal fleißig unsere Accounts. So. Meistergriff fällt einmal aus, Landhund nehmen wir mit, zwecks einen Horden-Encounter. Oder gegen einen potenziellen Horden, für einen potenziellen Horden-Encounter, so muss man sagen. Können wir jetzt eigentlich hinfliegen? Also in Safari-Zone machen? Tatsächlich, cool, kann man sogar hinfliegen. Nice. Sparen wir uns einen Haufen Zeit. So. In die Originalversionen kriegt man da nicht Traumfresser. In die originalen Versionen muss man quasi für die Safari-Zone bezahlen, dass du praktisch da einige darfst und Pokémon fangen kannst. In dieser Hack-Version ist das Ganze ein bisschen anders. Da kommst du, glaube ich, also soweit ich weiß, ist es im Original, also dass du zahlen musst. Da kommst du umsonst einer, hast keine zeitliche Begrenzung nicht und kannst einfach noch einen Encounter suchen. Musikstream wo? So, jetzt schauen wir mal, was wir da für einen Encounter kriegen können. Safari-Zone, da gibt es mehrere Zonen ineinander. Okay, in der ersten Zone gibt es lauter Käfer-Pokémon, ist völlig egal, bringt uns nichts. Zone 2, da gibt es Flug-Pokémon. Da gibt's ja da Tignis. Okay. In der dritten Zone gibt es mehr so Hunde-Pokémon, mehr oder weniger, wenn man das so sagen kann. Und in der vierten Zone gibt es Psycho... Schmarrn. Ja, Psycho-Gift, Pflanzen und so ein Scheiß. Und Wasser, ja gut, Wasser-Pokémon brauchen wir nicht, da kriegen wir später noch mehr als genug, weil wir dann überwiegend nur noch Seerouten haben. Ich glaube, es wird Zone 2, wo es Vogel-Pokémon gibt. Also Ding war, also so 4 war halt schon brutal mit Orkan schwingen. Ja, wir nehmen 4 Easy. Ist sogar ein Horden-Encounter, zufälligerweise. Na gut. Zone 2 ist hinten rechts. Okay. Das wird anders. Da kann man unten nicht durchgehen, oder was? Da rennt ist ein Item. Oder ist ein TM drauf? Oh, da ist ein... Oha, da ist ein Megastein um. Müssen wir uns dort noch ein bisschen umschauen. Nochmal ein Nugget. Ist sogar schon die Vogel-Pokémon-Gegend.
Solarstrahl. Jetzt haben wir Sonnentag und Solarstrahl. Das ist zauberhaft. Es müsste eigentlich diese Gegend sein. Das ATM. Ah, da können wir sogar aufhusten. Stromstoß, okay, nice. Alter, da findet man richtig gute Gems. Gut, wir brauchen einen Horn-Encounter ausgekosten. Horn-Encounter ist sicher der Thickness. Das heißt... Da packen die BMX-Skills aus, du schaust einmal. Okay. Ich möchte auf alle Fälle schauen, dass ich eins mit Orkanschwingen kriege, also mit der Fähigkeit. Warum? Weil dann Flugattacken immer eine Erstschlaggarantie haben. Das heißt jetzt auf gut Deutsch, dieses also eins von den 5 wird mir jetzt wahrscheinlich hoffentlich outspeeden mit einer Flugattacke und dann weiß ich, was Dingens hat. Orkanschwingen. Ich fange dabei einmal an, random alles zum Paralysieren. Okay, 2 haben auf alle Fälle schon einmal Orkanschwingen. Das ganz rechts. Und das was ich gerade paralysiert habe, auf jeden Fall schon mal nicht. Das heißt, das, was ich paralysiert habe, kann auf alle Fälle schon mal raus. Aber beziehungsweise, nein, kann nicht raus, weiß ich nicht einmal sicher. Weil das ja keine Flugattacke nicht macht. Aber das da herunter hat normal keine Orkanschwingen nicht. Das hat nämlich gerade angegriffen mit Klingensturm, wenn man nicht alles täuscht. Das kann also schon mal weg. Okay. Das ganz links macht Klingensturm. Das heißt auf gut Deutsch, dass du wahrscheinlich auch nicht Orkan schwingen musst. Halt das, wenn wir mal mit Paralyse gehen. Das in der Mitte hat auf alle Fälle Orkan schwingen. Wobei, vielleicht nicht einmal gesagt. Weil die jetzt ihren Speedwert ja erhöht haben. Also rein theoretisch hat das Orkanschwingen. Wobei, das kann das sein, dass das wegen einem erhöhten Speedwert jetzt schneller ist.
Sag mal bitte die Mitten von 4. Ja, das, was nicht geradeaus gegenübersteht. Das meine ich. Okay. Wobei, jetzt bin ich mir halt nicht sicher. Das kann jetzt auch das sein. Ich muss außerfinden, welches von denen Ruheort hat. Schon was er vorher schon eingesetzt. Ah, ist jetzt schwierig, weil ich überhaupt nicht sagen kann, wer jetzt Orkanschwingen hat. Eins von den 3 hat auf alle Fälle Orkanschwingen. Aber welches ist halt jetzt die Frage? Das in der Mitte nicht. Das in der Mitte hat definitiv keins. Das in der Mitte hat keine Orkanschwingen. Weil sonst war Akrobatik zuerst gekommen. Ruheort ist auch eine Flugattacke, die priorisiert wird. Jede Flugattacke, das Pokémon, was Orkanschwingen hat und setzt der Flugattacke ein, greift sehr stark. Durch das, dass das jetzt Akrobatik gemacht hat in der Mitte, das müsste das mandelt oder so. Jetzt einmal. Das war leider das falsch. Ja, dann hilft es jetzt eh nicht mehr. Dann muss ich für das. Dann muss ich. Wahrscheinlich hat jetzt genau das gekillt, was Orkanschwingen hat. Das Weiberl hat es auf alle Fälle nicht. Ich glaube, dass ich das gerade gekillt habe, was Orkanschwingen gehabt hat. Schade. Wollen wir dann anschauen. Na gut. Servus, Saphira, habe ich dir. Wenigstens habe ich für den einen passenden Spitznamen. Und das hier ist der zweifache Super Saiyajin, die zweite Stufe, die ihr eben schon mal gesehen habt. Saphira, danke dir für deinen Resub im 2. Monat. Willkommen weiterhin in der Basic-Gang. Viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. So, das ist einmal sowas von klar, dass dieser Phoenix ist. Wird in Box 1 abgelagert. So, und jetzt mag ich es aber instant wissen, jetzt passt so. Jetzt werde ich mir mein schlaues Tool wieder zur Aktion zwingen. Kann ich ja Gott sei Dank gleich nachschauen. Weil ich muss jetzt da mal schnell zwischenspeichern. Jetzt schauen wir uns einmal die Encounter an, die wo wir bisher gefangen haben. Da mal schnell zu. Kriegt ihr das jetzt eigentlich? Ich denke, oder? Sollte, okay. Mag ich jetzt wissen. Mag ich jetzt auf der Stelle wissen, ob wir mir eins mit Orkanschwingen gefangen haben.
Ah, halt, Moment, Entschuldigung, das sagt ja gar nicht. Entschuldigung. Nice. Ja, wir haben eins. Mit Orkanschwingen tatsächlich. Ability Gale Wings. Wesen ist ein bisschen scheiße jetzt, aber gut, das hilft uns jetzt halt einfach nicht. Aber wir haben tatsächlich doch das Richtige erwischt. Nice. Dann hat wahrscheinlich der Paralyse ein bisschen eingerätscht. Aber gut. Immerhin. Wie schaut es bei den anderen aus? Jetzt pass auf. Was haben wir noch gefangen? Wir haben noch gefangen. Was haben wir noch gefangen? Party haben wir noch gefangen. Okay, das ist ein ruhiges Wesen. Ja, gut, okay, immerhin. Was haben wir da? Haben wir Stollrack mit. Oder auf alle Fälle. Oh, das ist ein cooles Wesen. Tatsächlich. Das ist dieser Verteidigungswesen mit der Fähigkeit Robustheit. Das ist ziemlich zauberhaft. Ja, mit dem können wir arbeiten. Nice. Weiter im Text. Das war jetzt blöde. Moment mal. Das wäre aber jetzt blöde. Warte mal schnell. Ach, weil die. Genau so, Emil. Mit einer geschoben, deswegen. Gut. GG. Kann man in der Safari-Zone nicht ein Pichu fangen im Original oder täusche ich mich da? Ein Pichu nicht, aber Pikachu. Pichu kannst du im ich weiß jetzt, Mr. Verb, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob man im Original ein Pichu fangen kann. Ich weiß, dass man uns züchten kann, logischerweise, aber ob man uns fangen kann, kann der dabei jetzt gar nicht sagen. So, wir holen uns jetzt da auf alle Fälle nur die paar TMs, die wir da noch zu finden haben. Auf alle Fälle, das will ich noch haben. Ich hab da vorhin nämlich ein TM erlurt und einen Megastein. Wollen wir natürlich haben. So, da ist auf alle Fälle der Bikepark. Müssen wir jetzt unsere BMX-Skills wieder ausbackeln. Irgendwo. Ah, da kann man aufspringen. Okay, hab schon gesehen. Sehr gut. Holen wir uns mal den Megastein. Ein Absolnit, okay. Leider haben wir kein Absolnit. Bin mir auch nicht sicher, ob wir noch eins kriegen können. Da oben ist auf alle Fälle TM. Die Frage ist, wie kommt man da jetzt hin? Tippen wir mal, indem man da umfährt. Okay. Beantwortet aber immer noch nicht die Frage, wie ich auf den Felsen abgekommen. Ah.
Energieball. Nice. Das ist... Alter, da gibt's richtig krasse TMs da drinnen. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich da umschaut. So, und auf dem Felsen da unten schauen wir uns auch noch um. Also beziehungsweise da oben. So, gibt's da irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht, oder? Okay, bewusst kann man dann da her? Ja, nix und wieder nichts, oder was? Lol. Ja gut, okay. Ich glaube, wir haben alles. Weiter im Text. Wir haben noch ein paar Encounter. Schauen wir, dass wir auf eine Dreiviertelstunde jetzt den restlichen Zeit noch unterbringen. Weil, wenn ich jetzt richtig überlege, haben wir noch 1, 2, 3 Encounter zu holen. Dann kann man Maike noch machen und am Pyroberg schauen wir dann offstream noch um, beziehungsweise machen wir dann nächstes Mal gemeinsam. Müssen wir mal schauen. So, Route 122. Da haben wir auch wieder einen Encounter. Und da gibt es zum Holen. Wenn ich Dexnav mache, Alomola, okay. Brillish oder Jellicent, Finion ist ein Tube. Brauchen wir nicht. Dann der wir auf alle Fälle den Surf-Encounter holen. Gut. Oh cool, das ist sogar männlich. Das schaut am cooleren aus. Ein Geist-Wasser-Pokémon, Freunde der Sonne. Schauen wir mal, ob du Wasserabsorber oder sowas hast. Tatsächlich. Es hat Wasserabsorber, das ist zauberhaft. Dann werden wir da mal mit meine Rosen. Hat wo eigentlich wer Monster Hunter World gespielt? Zufälligerweise? Der hat den perfekten Spitznamen für das Ding. Oh, ich will gerade sagen, das ist aber mal Fettschaden für das. Nicht, ja? Ja, es gibt den Monster Hunter. Oh, das ist ein Quick Catch. Es gibt den Monster Hunter. Ein Monster. Das hat auch so einen aufblasenden Kopf. Nennen sie Paolumo. Oder Paul. Jetzt muss ich mal schon schauen, warte mal, nicht, dass ich es falsch schreibe. Paolumo. Du hast. Jo. Nimm mal. Gut. Dann haben wir nächsten Encounter am Pyroberg. Muss ich da mal schauen, was es da gibt. Okay, Frage erledigt, das wird ein Horden-Encounter. Das wird ein Horden-Encounter, Freunde der Sonne. Da tue ich gar nicht lange umeinander.
Ein Nebulak lass ich mir nicht entgehen. Ich glaube, da ist sogar tendenziell wurscht, was ich da für eins nehme. Weil ich glaube, die haben alle Schwebe. Okay, Fluch. Finsteraura. Ah, Gengar ist schon zauberhaft. Gengar war schon... Moment einmal, ich glaube, man kann sogar einen Gengar Need kaufen. Also einen Megastein für Gengar. Das war also doppelt gemoppelt. Weil wenn natürlich die alle Fluch machen, dann wird es natürlich gefährlich irgendwann einmal. Würde, okay. Wait a minute, eigentlich war doch das jetzt eigentlich eine ganz geschickte Geschichte für Hytera. Da können sie mir auch gar nichts tun eigentlich, außer verwirren. Bevor ich jetzt da mein Landhorn riskiere. Oh, das kann zweimal Fluch machen. Okay. Gut zu wissen, das Ding kann zweimal Fluch machen und sich selbst killen. Alle Fälle gut zu wissen. Ein Fluch macht schon brutal viel Schaden, leg mich am Arsch. Ah, man kann aber nicht... Okay. Sie können aber nicht doppelt verfluchen. Das ist ja schon mal was. Ja, blöd haben sie nicht. Sie wissen genau, was sie machen können. Ja, jetzt muss ich rausgehen, weil wenn mir Verwirrung bumst, dann habe ich ein Problem. Oh, es muss aber wirklich ja jedes Nebulak Kung-Fu-Strahl machen, wenn ich wechselt, oder? Gehen wir nicht auf die Eier. Gewaltdruck greift bitte einfach an, okay? Natürlich nicht. Oh, ich krieg keinen Angriff aus, ehrlich. Jetzt muss ich wieder wechseln. Ey, flip aus! Wobei, ich kann sogar noch mal mit drin bleiben. Ja, herrgottselig. So, und jetzt sind wir die Alpha gefangen. Richteli, ich grüße dich. Ich habe jetzt ein Problem. Ja, entweder geht's mir durch die Lappen oder ich kann's fangen, eins von beiden. Aber ich wirf jetzt für das nicht mein Gewaltrubik. Das kannst du so vergessen. Wenn du jetzt Fluch machst, dann ist so, dann geht mir dein Counter durch die Lappen, aber ganz ehrlich. Das riskiere ich nicht, das kannst du vergessen. Gengar, schön und gut, aber das riskiere ich nicht.
So, jetzt im Idealerfall gehst du da jetzt rein und dann haben wir Bari. Okay. Skill Little. Okay, nice. Richtig, ist gut bei dir. Böser Fluch ist böse. Ja, böser Fluch ist sehr, sehr böse. Vor allem beim Hornencounter. So, Spitznamen, Freunde der Sonne. Was haben wir? Das klassische Geister-Pokémon. Ich hätte einen Namen in der Hinterhand. Alles bestens, das hört man gern. Soweit, alles gut. Wir fangen jetzt noch einen Encounter, dann werde ich einen Bosskampf machen und dann, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, werden wir die Routen noch ein bisschen erkunden. Genau. Was halten wir? Was haben wir denn für einen Spitznamen? Schön saftiges Geister-Pokémon. Gott, der Heidsch hat mir gestimmt, dass ich der falsch noch nicht. Wie wär's mit YBO? YBO, möchtest du Gengar sein? Ich hab kein Problem damit. Wenn du Gengar sein willst, dann darfst du Gengar sein. Ich warte jetzt nur auf dein Confirm. Kannst gern Gengar sein, ist mir scheißegal, wenn du da. Gengar Beste. Gut, Frage erledigt. Dann, YBO, willkommen in der Monsterbox. Gut. So, nachdem mich der Hornencounter jetzt so zerpflügt hat. Muss ich mal ein wenig dagegen halten. Heitaira braucht ein bisschen mehr. So, einen Counter haben wir noch, den holen wir uns jetzt straight. Da kommt man nicht hier, okay. Muss man dann nochmal aus der Box Zerschneider-Pokémon holen, das ist jetzt Route. Moment einmal, ist das jetzt? Da muss ich jetzt auf die Karten schauen, nicht dass ich einen Fehler mache. Das war Route 102. Okay, da zählt die ganze Route. Okay. Da hätte es halt im Original als auch da wahrscheinlich einen Gyarados-Nick gegeben, ja, zum Mega entwickeln, aber unser Gyarados ist uns ja bekanntermaßen letztes Mal hops gegangen. War also nicht, ist also leider nichts mit Gyarados Mega entwickeln. So. So, was gibt's da für einen Counter? Route 123. Du bist jetzt wo? Alter, warum ist nicht so weit herunter? Bist du verarschen oder was? Wo ist denn Route 123? Ach, da ist. Okay. Es gibt der Parasect, es gab der Omod, was ein Dupe ist, es gab der Dictri, es gab der Rasaf, es gab der Mashok, es gab der Forstelka, ein Grambul, ein Kekleon, ein Pantagro oder wie das heißt. Leipard weiß ich jetzt nicht. Horn-Encounter war der Mashok, Surfen Azumarill und Meryl, Krebskor und Grebotak fühle ich jetzt auch nicht so wirklich, wobei der Unlicht-Typ eigentlich gar nicht mehr so übel war an der Stelle. Ja, da gehe ich jetzt einfach random ins Groß und schau, was ich krieg. Ah, ich hab noch einen Schutz drin, meine, gell? Mal speichern. Okay. Forstelka, okay. Ist ebenfalls ein Stahltyp und ebenfalls sehr, sehr tanky, also bin ich jetzt nicht einmal so abgeneigt drüber. Glaube ich actually auf der Route sogar das hübschste Besser, was ich kriegen kann.
Spitznamen, Freunde. Überlegt's euch bloß. Das Ding bleibt in dieser Form, das wird sich nicht mehr entwickeln und gar nichts. So, die eigentliche Frage ist jetzt, wie kriege ich die jetzt da geschwächt? Wahrscheinlich mit Volt Switch. Okay. Oh fuck, wenn das Ding Explosion kann. Oh, da muss ich aufpassen. Wenn das Ding Explosion kann, dann kann's... Gut, für Panzerum wird's dann nicht mehr gefährlich, weil es nicht effektiv ist, aber Explosion war böse. Dann lieber gleich mit Bälle werfen, damit ja nichts passiert. Easy. Das Ding erinnert mich jetzt ein bisschen an einen One Piece Charakter tatsächlich. Don Beji. Ist zwar ein Weiberl, aber scheißegal. Gut, dann haben wir für heute die ganzen Encounter zusammengesammelt. Freunde, wisst ihr, was wir jetzt tun? Wisst ihr, was wir jetzt tun? Ich glaube, jetzt machen wir mal eine Vorhersage, hä? Haben wir Bock auf eine Vorhersage? Sollten wir den Bosskampf machen, abschließend. Bisher war es ja recht entspannt. Sollten wir schon fast noch eine Vorhersage machen, meine, hä? Auf. Zweifel ist immer... Der Zweifel muss Punkte zurückkriegen. Okay, jetzt passt so weit. Ich mache jetzt einmal gemütliche Vorhersage. Okay? Dann werdet ihr mal schauen, was Maike so auffahren wird. Dann werden wir ihr Team überlegen und dann machen wir noch einen Bosskampf. So. So. Haut's in die Tasten. Habt 5 Minuten Zeit. So, jetzt schauen wir uns erst einmal an, jetzt gehen wir erst einmal auf Box. Und dann schauen wir uns einmal von Anfang an mit was wir da entgegengehen können. Ja? Gehen wir mal auf Box 2 mal, weil da ist jetzt überlaufen. Das ist nämlich auch noch... Ja, letztes Mal haben einige blirten müssen, das stimmt tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, es hat die, die das letzte Mal gesehen haben, die wissen, dass ich da ziemlich, gerade beim ersten Bosskampf, ziemlich hart von RNG, ne? Ein bisschen sehr hart penetriert worden bin, da habe ich nichts tun können. So, Maike brauchen wir. Wo haben wir Maike? Maike haben wir in der Stadt. Glaube ich zumindest. Ja, ist tatsächlich sogar so. So. Hey, wie jetzt? Du hast... Achso, nein, ich will gerade sagen. Da haben wir. Okay, du hast wie immer ein Schwalbers, ein Reitschuh. Dieses Mal hast du auch ein Felinara, ein Galoppa, ein Weilord und natürlich dein Signature-Pokémon Givaldro. So, mit Givaldro wissen wir, das greift komplett speziell an, das heißt, ist easygoing für Hytira. Hytira, Michael jetzt befasst gesoloed. Also Hytira ist dabei. Panzer Aero nehmen wir wieder mit, weil sie mit Schwalbers leadet. Und Schwalbers wird wieder die typische Taktik von Schutzschildmacher, Schutzschildmacher und dann mit diversen Angriffen angreifen. Weil Adrenalin, das heißt Panzer Aero und du bist mit an Bord. Definitiv. So. Das heißt, wenn wir mit Panzer Aeron leaden und mir das Schwalbers Hops nehmen, wird wahrscheinlich wieder Galoppa kommen oder Reitschuh, eins von beiden. Wahrscheinlich eher Galoppa, weil mit Feuerattacken kann
Galoppa ja Panzerung ausschalten, beziehungsweise auch mit Stromstoß, da aber Flammenblitz ein Step-Move ist, weil Feuerangriff von einem Feuertyp mehr Schaden macht, ne? Step-Bonus. Wird eher Flammenblitz kommen, das heißt, wir brauchen auf alle Fälle unser Sumpex mit dabei, zum sicher switchen. Sumpex kümmert sich dann zugleich um Raichu. So. Das Belinara nehmen wir eigentlich ganz gut mit Haitaira. Ja, das nehmen wir ziemlich sicher sogar mit Haitaira. Vailord nehmen wir easy mit Lanturn. Im Worst-Case-Szenario Gewaldro nehmen wir auch mit Lanturn, haben wir gesagt. Ja, ich würde gerade sagen, du hast schon 6 Pokémon. Ja, dann haben die anderen 2 Spots eigentlich relativ egal. Also egal. Ne? Okay. Schau jetzt nur, ob wir da vielleicht irgendwie was anderes nehmen sollten, aber ich glaube, dass es eigentlich wurscht bleibt. Normalerweise regelt Maike allein die 4 Pokémon. Die 4 Pokémon. Eigentlich die 2. Eigentlich die 2 allein. Oder die 3, sagen wir die 3. Die 3 nehmen Maike normalerweise allein hops. So, wir brauchen aber jetzt noch irgendeine Attacke für Panzerung für den. Wobei, man kann man First Turn Fliegen machen, dann kann man das Schwalbers eigentlich schon mal gut hops nehmen. Muss ich mich jetzt nur schon um Items kümmern. Und zwar nehmen wir definitiv das mal wieder. Das hat letztes Mal ganz gut funktioniert. Eulenhelm auf Panzeron. Haitaira Überreste sowieso klar. Sumpex hat Sumpex nicht, ist auch sowieso klar. Lanturn hat Überreste. Labras hat Überreste. Gewaldro hat noch nichts. Gewaldro geben wir Zitrusbeere, weil ich sonst nicht weiß, was ich ihm geben soll. Actually war der Expertengurt, glaube ich, frei, oder? Oder ist der auf der Box irgendwo? Nein, der ist da. Oh, Schuh. Expertengurt. So, was ist dein stärkstes Pokémon auf Level 55? Ja, gut, okay. Können wir jetzt, da wir schon in Sigras City haben, ein bisschen nach oben leveln. 62 ist bekanntermaßen Level Cap. Gehen wir mal auf 56. Dann passiert immer nichts. Hoffe. Haitaira einfach schon fast 400 KP, das ist so irre. Hydropumpe nicht to know, aber nein, danke. Moveset sollte eigentlich überall passen. Haitaira mit Donnerblitz ist wieder gut gegen das Gewaldro, damit wir es ein wenig bremsen können und uns setupen können. Hausbruch. Haben wir das wieder? Ja, das nehmen wir. Setup-Move können wir mal mitnehmen. Shot auf Lapras wahrscheinlich nie, wobei man wahrscheinlich eher nicht einsetzen werden, weil er sehr tricky ist. Gut. Nochmal kurz Heiler machen. Und dann sollte es eigentlich passen. Nein, dafür haben es andere gewonnen, bleibt er in der Community, von daher nicht so reich. Genau. Es verschwendet sich ja nicht irgendein nicht beim Random, oder es verliert es nicht an irgendeinem Random, sondern irgendein willkommener Dude oder irgendeine willkommene Frau in der Community kriegt es ja wieder. Ich bin halt mutig, immer schön einflexen mit 250 Punkte. Wow, auf geht's, zeigen ihre Wert Hosen an. Noch. Also wenn was stirbt, kriege ich für meine 250 Punkte knapp 8000. Ja, wenn was stirbt. So, gehen wir nur noch mit der Sicherheitshalber alles durch. Okay? So. Ruheort Fliegen, Nachttipp, Eisenschädel passt. Beulenhelm ist drauf. Überreste auf Haitaira, Weichei, Schallwelle, Donnerwelle, Ladestrahl passt. Sumpex nicht, Eishieb, Steinhagel, Naschschweif, Erdbeben passt auch. Überreste auf Landturn passt auch. Überreste auf Haitaira passt und Expertengurt auf Gewaldro passt auch. Gut, dann knüpfen wir uns Maike noch schnell vor. Ja, ich bin dann auch zum Einkaufen, weil da soll es ziemlich zauberhafte Gegenstände geben, habe ich gehört. Unter anderem ein paar sehr nützliche TMs. Einfach mal wirklich, weil es eh wurscht ist.
Na dann. Maike Nummer 4, glaube ich, ist das. Schwalbers. Gut. Dieses Schwalbers wird dieselbe Strategie benutzen, wie sie auch letztes Mal schon benutzt hat. Schwalbers, ich erkläre es gerne nur mal, Schwalbers hat die Fähigkeit Adrenalin. Okay? Das heißt, wenn Schwalbers verbrennt, vergiftet oder paralysiert ist, erhöht sich der Angriffswert von dem Ding. Ja, das macht Adrenalin die Fähigkeit. So, dieser Schwalbers hat das Item Gift-Orb oder Toxic-Orb, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Das heißt, nach der ersten Runde wird dieses Pokémon, was Toxic-Orb droht, automatisch vergiftet. Dann kommt die Kombi Vergiftung plus Adrenalin zum Tragen. Ja? Dieser Schwalbers beherrscht die Attacke Schutzschild, das heißt, in der ersten Runde schützt sich dieses Pokémon vor jeglichen Schaden selbst, damit eben dieser Toxic Orb des Schwalbers vergiften kann. Ja? In dem Fall ist es jetzt so, dass wir jetzt einen Angriff haben, wo wir wegen um Schutzschild umspringen können, und das ist die Attacke Fliegen, weil die First Turn steigt das Pokémon nach oben und erst in der zweiten Runde greift Panzer und dann an. Und es ist genauso wie predicted. Jetzt kommt Schutzschild. Jetzt wird Schwalbers vergiftet. Schwalbers ist schneller, schießt ins Leere und Panzeron stürzt nach unten und macht massiv guten Schaden. So, da ich sowieso langsamer bin, ist es eigentlich völlig wurscht, auf wo ich jetzt gehe. Durch Beulenhelm kriegt es Rückstoßschaden von mir, zusätzlich. Also im Endeffekt hätte das Schwalbers jetzt im Endeffekt durch Vergiftung sogar selbst killen. So, nach Schwalbers sollte nach Adam und Riese jetzt Galoppa kommen. Und genauso ist es auch. So, das Galoppa wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit noch für Flammenblitz gehen. Es hat 2 Attacken, die auf mein Panzer sehr effektiv haben. Eine davon macht nach Adam und Riese auch mehr Schaden und das ist eben der Flammenblitz. Die zweite Attacke war eben der Stromstoß. Das heißt, es wird jetzt zu 95% am Feuerattack kommen. Die anderen 5% ist die Elektroattack. Feuerattack deswegen, Feuer-Pokémon macht Feuerattack, ergibt den Stat-Bonus. Ja? Deswegen macht Flammenblitz an der Stelle viel mehr Schaden und Insekt den Kill mit Flammenblitz auf Panzeron. Stromstoß darf an der Stelle wahrscheinlich auch killen, aber die AI geht immer für das sicherste Mittel. So werde ich auch für das sicherste Mittel gehen und werde den Sumpex wechseln, weil Stromstoß wird vom Sumpex komplett negiert, weil es ein Bodentyp ist. Und Flammenblitz ist auf meinem Sumpex nicht sehr effektiv. Von daher ist es ein ziemlich sicherer Switch in Sumpex. Und er entscheidet sich für Flammenblitz. As predicted. Das Einzige, was jetzt ein bisschen blöde war eine Verbrennung. Aber ansonsten fangen wir es eigentlich ganz gut mit. Nice. So. Das Ding hat Sägesang, das ist sowas ähnliches wie Überreste, nur nicht ganz so OP. Und ja, wir werden einen Broly aus der Tasche lassen. Herrlich. Haben wir nicht schneller, aber viel ändert wird an der Stelle auf keinen Fall irgendwas ausrichten. Wir haben ein fucking Sumpex. What do you mean? So, Galoppa ist tot. Jetzt kommt zu ziemlicher Sicherheit Gewaldro. Erklären gar gleich warum. Es kommt sogar Raichu. Warum kommt da Raichu? Okay. Warum kommt Raichu? Du hast fucking nix, was man irgendwas machen kann. Du hast Donner, Surfer, Fokusstoß und Wangenrubbler. 2 Attacken davor waren auf mich nicht sehr effektiv. 2 Attacken davor waren auf mich nicht wirkungsvoll. Eine ist nicht sehr effektiv und die andere macht fast keinen Schaden. So, what do you mean? Okay, AI macht komische Sachen, aber gut, nimm mehr. Das ist ein Free Kill für mein Broly. Definitiv. Just no. Okay, den Schild von der KI verstehe ich jetzt nicht, aber gut. Nimm mehr. Kommt vielleicht jetzt Gewalt. Jetzt kommt Weilord. Warte mal, was? Verstehe ich jetzt nicht.
Gewalro hat Energieball. Warum geht sie nicht für... Gut, das ist mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt relativ egal, aber... Weilord, ist das ein Problem? Ich glaube eigentlich nicht. Ich kann jetzt sicher aussehen für Landtouren. Was? Wahrscheinlich sogar die schlaue Entscheidung. Nein, warte, muss ich nicht einmal. Muss ich aussehen? Muss ich wirklich unbedingt aussehen? Du kannst mich verbrennen oder im schlimmsten Fall eingefrieren. Blizzard ist aber kein Step-Move, weil du kein Eis-Pokémon nicht bist. Das heißt, mit Blizzard killst du mich nicht. Und ich tippe jetzt einfach, warte mal, was haben wir für Spezialverteidigung? Das war einmal eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe 129 Spezialverteidigung. Ich gehe jetzt einfach mal feuchtfröhlich davon aus, dass mir Siedewasser auch nicht killen wird. Das heißt, ich bin auf alle Fälle einmal frei für Erdbeben. Ich mach's jetzt entweder Schutzschild, was wahrscheinlich ist, weil du langsamer bist. Oder gehst für Aquaring, eins von beiden. Ja, Schutzschild, das war mir fast klar. Selbe Spiel von vorn. Siedewasser, wenn du mich nicht burnst, dann geh ich auch nicht raus. Das ist jetzt sowieso noch ein Schutzschild, damit du mehr Heilung kriegst. Ja. Das ändert nichts. Erdbeben wird an der Stelle auf jeden Fall killen. Ja, Broly, meine Freunde. Zerlegt Maike einfach mal im Alleingang. Jetzt kommt Felinara. Felinara macht jetzt was. Jetzt gehe ich auf jeden Fall raus. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen zu tricky. Es ist jetzt nur die Frage, in was. Ich kann den Panzer Aeron gehen tatsächlich. Um ihre Feenattacken zu negieren. Dann hat sie eigentlich nur Psychoschock. Wobei das Ding auch Reflektor beherrscht. Ich glaube, eigentlich ist das sicherste Play jetzt Hytira an der Stelle. Die kommt an meinem Hytira unter keinen Umständen mehr vorbei. Eigentlich. Normalerweise. Denke, glaube ich, hoffe. Reflektor, okay, fein. I don't give a damn. Was hast du denn für Fähigkeit? Wahrscheinlich Pixelate, oder? Ja. Oder die Feentafel, deswegen macht... Okay, sie verstärkt ihre Feenattacken mit Feentafel, okay. Und durch Pixelate wird Schallwelle zu einer Feenattacke, okay, alles klar. Kurz zur Erklärung, die Fähigkeit Feenschicht, was dieses Felinara da drin hat, sorgt dafür, dass alle Attacken vom Typ Normal, so wie jetzt zum Beispiel da bei meinem Hytira zum Sein ist, durch Weichei und Schallwelle, sind Normaltyp-Angriffe, werden durch Feenschicht zu Feenattacken. Okay? Nur zur Erklärung. Okay, du hast aber nichts, womit du dich heilen kannst. Easy Donnerwelle. Bester Special Defense Tank EU West, Süd, Nord und Ost. So, und ich werde mir jetzt setupen. Weil, was sollst du mir tun? Ich werde mich jetzt setupen. Ist schon was gestorben? Nö. Wir können es wahrscheinlich schon ein bisschen vorspoilern. Es wird wahrscheinlich ja nichts mehr sterben. Plus 1 Special Attack haben wir. Ja, wenn wir so plus 3 oder plus 4 haben, ist eigentlich fein. Paralyse ist ein Sau, gell? Das Einzige, was ich wie gesagt nicht verstehe, ist der Schritt von der AI nicht in Gewaltro zum G, wenn ich Sumpex draußen habe, weil eine Pflanzenattacke auf mein Sumpex, also auf Broly, ist vierfach effektiv. Und der Schritt nach Galopper in Raichu zum G, was überhaupt nichts gegen Sumpex machen kann, und dann in Weilord zum G, was eigentlich auch nichts tun kann dagegen, den Schritt, den begreife ich nicht so ganz, aber gut, das ist halt KI. Hey, ich werde mich so schonungslos setupen, dass der Schwindel wird, das garantiere ich.
So, jetzt werde ich mal für Weichei gehen, weil ein Crit wird jetzt an der Stelle langsam gefährlich. Das wollen wir ja vermeiden. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, auf wie weit das wir mir schon haben. Ich glaube auf plus 3, oder? Nein, auf plus 4 tatsächlich sogar schon, weil einmal ist daneben gegangen. Das reicht. Easy. Schreie einfach einmal zurück, einfach weil ich es kann. Gut. Jetzt kommt der Signature. Gewaldro, was sich mega entwickeln wird. Mega Gewaldro schaut by the way auch richtig geil aus. Schade. Macht leider mit Grasflöte schon einen Volltreffer. Macht aber immer noch nichts. Dein Fokusstoß wird auch mal daneben gehen. Das haben wir schon soweit. So heißt, du hast noch 4 mal die Möglichkeit, Fokusstoß zu machen. Okay, trifft. Wie viel Schaden machst du jetzt in der Mega-Entwicklung? What do you mean, bro? Okay, der ist wieder daneben gegangen. Das heißt, du hast noch 2 mal die Möglichkeit. Okay. Ich hab Zeit, ich treib das Spiel bis 6 Uhr auf die Nacht, wenn es sein muss. Du wirst irgendwann daneben schießen. Sobald deine Fokusstoß-APs weggetan, kannst du mir gar nichts mehr tun. Ja, jetzt hast du nur noch einen Angriff, du hast jetzt einmal getroffen, gratuliere. Du triffst maximal 2 Mal mit Fokusstoß. Okay, nice. Nice Job. So, und jetzt sind deine sehr effektiven Attacken aufgebraucht. Du hast jetzt nur noch Energieball, Grasflöte und Drachenpuls. Haben zwar 2 Step-Angriffe, das muss er da ausnahmsweise lassen. Gewaldro kriegt nämlich in der Mega-Entwicklung den Drachentypen. Aber das macht noch weniger als Fokusstoß. So, und jetzt... Oh, da habe ich ein wichtiges Detail überlesen. Das Ding hat Blitzfänger. Gut, dass ich das jetzt lese, weil jetzt kann es gefährlich werden. Das Ding kriegt in der Mega-Entwicklung Blitzfänger. Blitzfänger sorgt dafür... Ja, du machst ja trotzdem keinen Schaden. Blitzfänger sorgt dafür, wenn ein Elektroattack auf dieses Pokémon abgefeuert wird, was Blitzfänger hat, wird der Spezialangriff um eine Stufe mehr erhöht. Ist im Kleingedruckten gestanden, I'm sorry, das habe ich nicht beachtet. Steht aber auch da, abgesehen davon nicht. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen für zukünftige Kämpfe. Ja, tschüss dann. Easy. Ja, Gratulation an diejenigen, die... Oh Wunder, an... Der Mod sagt einfach mal der Einzige, der nicht beliebt hat. Ja, Gratulation an alle Believer. Oh, Maike. Schön. Schön. Wie ich gesagt habe, Haitaira, Panzeron und Sumpex machen die Braut solo. Also, solo. Irgendwer muss halt dagegen sein. Ja,
Ich meine, du warst halt der absolute Absahner gewesen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr die Leute, die jetzt für einen Sieg, also für Deathless gestimmt haben, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt einfach nur eine Punkte wieder zurückkriegt oder ob sie da einen Bonus drauf kriegt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oder ob da eigentlich nur der Motzok der krasse Absahner gewesen war. Wife ist glücklich. So, jetzt schauen wir noch schnell kurz in das Kaufhaus und dann lassen wir es für heute gut sein, weil nicht so nicht. 1 zu 1,09 oder so, okay. Ja, ich mag keine Preise gewinnen, ich mag shoppen gehen. 10 fix. Den erst einmal schon verkaufen, ja? Den wo wir nicht brauchen. Und zwar auf alle Fälle 2 Nugget. Es gibt 10.000 Pokédollar, das ist zauberhaft. Das haben wir eh nichts gefunden. Da haben wir noch ein bisschen Heilung gefunden, wo wir nicht brauchen. So, Carbon habe ich. Die Leber habe ich, darf man sowieso nicht hernehmen. Für 5.000 habe ich gesetzt, 5.179 habe ich gekriegt. Ja, immerhin 179 mehr wie vorher. Immer ein kleines Vieh macht halt irgendwann auch Mist. Ja? Wenn ein kleiner Scheißdreck groß wird, wieder, dann stinkt umso mehr. So, wir können uns jetzt auf alle Fälle den Gengarnit holen, weil wir haben ja nämlich einen Nibulak gefangen. Den Gengarnit, den Snackmones, warum man den mehrmals kaufen kann, weiß ich nicht. Gut, da gab es Tauchball, Heilball, Nestball, okay, brauchen wir nicht. Genauso sage ich das auch. Ja, ist ja auch so. Ich werde mich da offstream ein bisschen mehr in dem Ort umschauen. Ja, das verplempert man jetzt nicht alles im Stream dann. Da braucht es nicht alle. Also beim nächsten Mal wird es deutlich actionreicher als wie jetzt. Das kann ich gar schon mal versprechen. Herzschuppe. Ach, da schau her, da kann man nochmal, okay. Da kann man nochmal Entwicklungs-Items kaufen. Da gibt es sogar Herzschuppen, kann man da sogar kaufen, lol. Okay. Ah, da gibt es ein paar TMs, okay. Gegenstoß, Gyroball, Gifthieb, Delegator, Lichtkanone, Stammpauke, okay. Also im Original weiß ich, da kann man sich irgendwo Schutzschild holen. Und Schutzschild war eigentlich so der Angriff, auf den ich spechten werde. Feuer. Ja, okay, da haben die krassen Angriffe dann erinnert. Okay, gut, die kosten war dementsprechend fein. Oh, nice, perfekt, Schutzschild. Oh, geil, Schutzschild. Schutzschild wird so zauberhaft für den 7. Orden. Schutzschild wird wahrscheinlich das Element für den 7. Orden werden. Denke jetzt einmal. Müssen wir uns da nochmal befassen damit, wenn es soweit ist, aber der 7. Orden. Also ich traue mir jetzt fast wetten, dass der 7. Orden, sage ich mal, derjenige sein wird, oder dass der Gegner derjenige sein wird, der den Run beendet. Okay? Das glaube ich wird. Ich weiß noch nichts von dem, ich habe mir in der Dokumentation noch nichts angeschaut drüber, aber ich glaube, der 7. Orden wird verdammt böse werden. Da wird alles andere ein richtiger Scheißdreck gewesen sein bisher. Bin ich mir eigentlich fast sicher. Weil ich das deswegen vermute, weil die im Original schon nicht schlecht haben, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, dass die im Heck, dass die komplett auf Steroide haben. Im Heck. Ben und Svenja. Weil das ein Doppelkampf ist. Nur wenn keiner dagegen gestimmt hätte und du doch was verloren hättest, dann wären die Punkte. Ja, ist ja klar. Die gehen ja dann an die. Ist ja logisch. So. Nur schnell heller machen. Aber Schutzschild ist zauberhaft, dass wir das haben. Schutzschild ist zauberhaft. Sehr, sehr gut. Und wichtig. So, Freunde der Sonne. Für das, dass das heute ein spontaner Stream war, denke ich mal, angenehm, okay? Ich habe ja gesagt, das wird ein entspannter Sonntagsstream. Haben wir jetzt am Schluss noch so einen kleinen Bosskampf mit reingeworfen, der jetzt nicht so wirklich unbedingt schwer war, okay? Weil bei der Maike ist ja das Coole, du kannst dir immer auf das Gleiche einstellen, das ist eigentlich gefühlt immer dasselbe. Aber ich kann euch schon mal versprechen, beim nächsten Mal, also irgendwann im Laufe der Woche, wann genau weiß ich noch nicht, wird es wieder ein bisschen intensiver. Warum? Wir werden am Pyroberg Team Magmas Handwerk legen. Wir werden dann in einer Versteck eindringen müssen.
Und soweit ich mir am Original richten kann, heißt das mindestens 2 Bosskämpfe. Kann also wieder knackig werden. Und soweit ich das sehe, wird man wieder gegen den Kämpfer müssen, der uns letztes Mal 2 Pokémon gekostet hat. Ja? Schauen wir einfach mal. Und deswegen geht er spontaner wieder weg. Genauso nämlich. Siege habe ich direkt. So, jetzt passt auf, gespeichert habe ich. Du jetzt nur noch mal. Kennt an die Pokémon-Spieler unter uns, kennt ihr das, wenn man gespeichert hat und man sich 5 Sekunden später nicht mehr sicher ist, dass man gespeichert hat und man deswegen dann nochmal speichert? Ja. First World Problems. So, Freunde der Sonne. Und der gepflegten Pokémon-Unterhaltung. Time, ja, wahrscheinlich. Ich befürchte auch was, dass wir gegen den wieder kämpfen müssen. Jetzt schauen wir mal, wer online ist. Vielleicht können wir noch irgendwen reden. Raiden wins. Jackie ist online, die spielt Madison. Habt ihr Bock auf Horror? Ich glaube, Horror war was Zaubers, oder? Der Bazi, wart mal schnell. Oh. Mein Duschen wartet auch schon auf mich. Ich warte mal schnell, okay. Der Mike darf gleich online kommen. Dann warten wir noch schnell, ja? Dann warten wir noch schnell geschwind. Dann gehen wir zum Mike. Ja. Also wie jetzt nächste Woche, eventuell, das weiß ich aber noch nicht, eventuell komme ich, also wahrscheinlich wird es so werden, dass ich morgen auch online komme, aber ich weiß die Zeit noch nicht. Das große auch, morgen ist ein Feiertag, ja, bei uns. Ich glaube bei den Österreichern auch. Müsste eigentlich fast so sein. Wenn ich morgen online komme, kann es eventuell sein, dass ich vielleicht nicht erst um 5, sondern schon um 3 stream. Morgen darf man aber dann tatsächlich erst mal wieder mit God of War weiterspielen. Da haben wir in Alfheim stehen bleiben gestern. Wie gesagt, ich weiß noch nicht sicher. Es kann sein, dass ich morgen doch nicht online komme. Ich kann es noch nicht sagen. Okay? Eigentlich auch, muss trotzdem arbeiten. Ja, das ist halt blöd. Press F für Respekt für den Motzok. Genau. An der Stelle, wenn ihr wissen wollt, wann ich live gehe, an was für einen Tag, was für eine Uhrzeit, was für ein Spiel, kommt auf meinen Discord-Server, wenn es noch nicht drauf seid. Ausrufezeichen Discord. Kommt einmal in der Woche Ankündigung in der Regel. Manchmal kommen auch außertourliche Sachen dazu. Wie wenn ich zum Beispiel spontan live gehe. Kannst du mit mir unterhalten, kannst du mit alle anderen unterhalten, ist ein zauberhafter Haufen. Vor allem der Meme-Channel ist in letzter Zeit ein bisschen gar eskaliert, also da gibt es immer was zum Lachen. Warte du, das ist überhaupt kein Problem, ich komme ja wieder. Ja? Ich weiß zwar noch nicht genau wann, aber ich komme wieder, du kannst dich darauf verlassen. Wenn du nicht nur von mir kriegst, schau auf meinen Discord-Server vorbei. Da kannst du mich 24 Stunden am Tag, naja, 24 nicht, aber 18 schon, kannst du mit eurer Reihe. Ist er überhaupt schon da, der Mr. Mike? Noch nicht, gell? Genau. Heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Also auf das könnt ihr euch verlassen. Ja, ich komm schon wieder. Wahrscheinlich schneller als der lieb ist. Oder alles ein lieb ist. Ja, sie. Ja, guten Morgen. Also, du bist aber noch nicht schon ausgeschlafen, oder? Das ist ja das ist jetzt gelungen, oder? 4 Stunden im Bett, ja, ich war jetzt da. Wie geht's da? Bist du schon wieder fit? Lebt mich am Arsch. Also ohne Scheiß, wenn ich jetzt einen 24-Stunden-Stream in meine Knäckel hätte und 4 Stunden später wieder aufstehe, ich war jetzt noch chronisch, also du kannst, ich war körperlich vielleicht auf der irdischen Welt, aber sonst, habe nicht gemacht, bin ein bisschen fit. Also Respekt. Ja, Respekt. Also ich kann's nicht. Gut, ich bin ja schon ein wenig älter. Ich bin auch nicht mehr der Inge, aber leider, die liebe Yassi, die Miss Marshall, die hat einen fucking 24-Stunden-Stream hinter sich, die macht unfassbar guten Content, da ist ein Shoutout im Chat. Generell auch ein paar Shoutouts im Chat. Checkt's die Leute aus, okay? Die wo's noch nicht die wo's noch nicht getan haben, ja, tut's es bitte. Es kriegt unfassbar guten Content geboten von den Leuten, okay? Bitte, Dankeschön. Dort sind selber den Gefallen. Und mir. Wie auch immer. Bazi war kurz auf der irdischen... Sigi geht einfacher mit Ausrufezeichen sei. Der Rhythmus muss auch... Ja, gut, ab Daisy. Der Rhythmus muss sein. Was für ein Rhythmus? Ich hab keinen Rhythmus. Ich habe Schicht, aber da hab keinen Rhythmus mehr. Der war, glaube ich, der meine ist non-existent mittlerweile. Jetzt geht er online. Sehr gut.
Wer ist denn so irre, macht am 24-Stunden-Stream? Du, wenn man 1000 Follower-Ziel erreicht, dann darf ich wahrscheinlich... Nein, ich sag jetzt nichts. Nein, ich sag jetzt nichts. Ich sag jetzt einfach nichts, weil ich hab durch Jassi gelernt, alles, was du im Stream aussagst, kann gegen dich verwendet werden, okay? So, der Mr. John Sigi hat einen Raid-Commander eingeworfen. Wir gehen jetzt zum Mr. Semcromike, okay? Ich glaube, dass er Musik... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er Musik spielt. Wer jetzt schön Musik hören möchte, gute Musik hören möchte, der geht beim Mike gerne mal auf den Following-Button, ja? Lohnt sich auf alle Fälle, ist auch der bayerischen Sprache mächtig, so ist es jetzt nicht. Ja? Also, ist irgendwie alles ein Nest. 24 Stunden Stream bei 500 Follower. Na, das kannst du sowas von vergessen. Vergiss es. Auf die Diskussion los mich nicht ein. So, genau. 12 Stunden Stream bei 500 Follower. Na, vielleicht noch eher. Vielleicht noch eher, Mr. Wade, ne? Mr. Motze. Das vielleicht noch eher. Ein 12er bei 500 vielleicht. Ne? Ein ganz großes vielleicht, okay? Aber da haben wir noch weit weg davon. Ja? Wir kommen jetzt einmal auf die 160, ist ja das schon mal ein absoluter Wahnsinn, das hätte auch nie einer geglaubt, also ich zumindest nicht. Da bis 500, da haben wir noch 7 Jahre bis dahin ungefähr, okay? Gut, so Freunde. Für mich war es jetzt. Okay, ich gehe jetzt in den Duschen und dann fahre ich zur Grillerei mit meiner Freundin zu meinen Schwiegerleuten. Das wird eine zauberhafte Sache werden. Die Assi streamt sie ins Koma, ich friese mich ins Koma, haben wir beide beim gleichen. Okay? Ist, glaube ich, eine zauberhafte Geschichte. So, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sonntag. Sollten wir uns morgen nicht hören, einen schönen Feiertag. Sollten wir uns morgen hören, trotzdem einen schönen Feiertag. Und ich wünsche jetzt viel Spaß. Euch wünsche ich jetzt, gut, ich kann schon nicht mehr reden. Ja, Assi, wie hast du das 24 Stunden geschafft? Ich wünsche dir viel Spaß beim Mike. Follow nicht vergessen, wer es noch nicht da hat. Support da lassen, wer es noch nicht da hat. Lohnt sich, okay? In diesem Sinne, merci fürs Zuschauen. Dankeschön fürs spontane Dasein. Und ja, bis irgendwann nächste Woche. Vielleicht bis morgen. Viert euch, haut's rein, geil. Servus.